Moment, ich möchte noch schnell meine Rose hochziehen. Und ich möchte nur sagen, dass die Szene, wo du das Bier aufmachst, dass du da so gut ausschaust. Ich weiß nicht, was du hast. Ja. Da schaust du gut Ich aus. sag nur, na, können wir das bitte nicht in Story posten? Ich schau da so dermaßen eklig Nein, aus. überhaupt nicht. Anja, ich schneide das in mein Video hinein. Ja, weil du nicht eklig ausschaust, ganz im Doch, Gegenteil. so richtig eklig. Meine Haare sind so strähnig da hervorn. Es ist so widerlich. Wäh. Niemand schaut da auf deine Haare. Ich sitze da wie ein Shrimp. Man schaut da nur auf deine Zähne, weil man sich dann denkt, oha, was hat denn sie für schöne Zähne? Weil du da mit ein Bier aufmachst, meinst du, da schaut da dann jemand auf deine Haare in dem Moment? Das weiß ich nicht. Ich finde mich da. Wisst, kennt ihr, also ich habe Herr der Ringe nie gesehen, aber der Gollum hat ja so ultra strähnige Haare. Du wirst jetzt und nicht nur mit dem so ein Gollum Bart. vor dem Video vergleichen, sonst geh ich durch diesen Bildschirm durch und schubst die vor deinem Stuhl, aber ich rast aus. Doch, weil der sitzt da so und ich sitze auch so. Ich hab so meine Ich sitz Schuhe immer so, das ist mein Leben. Hast du was gegen mich? mit der du, mein Schatz. Und dann macht das auch noch mit den Zähnen auf, dieses Ekeltier. Oh Gott. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich habe gerade den ersten schwarzen Kaffee des Tages getrunken und das ist mir eingefallen, ich habe mal eine Doku gesehen, wo Leute aus gesundheitlichen Gründen sich selber einen Einlauf machen daheim. Und zwar nicht mit Wasser oder womit man das sonst macht, weiß ich nicht, sondern mit schwarzem Kaffee. Und manchmal denke ich mir so, boah, das möchte ich auch. Ich glaube, das darf mich so auframmen. Also ich bin da gern jederzeit behilflich. Du darfst zu diesem Beutel halten. Ich möchte bitte, dass das eine Sache zwischen euch bleibt. Nein, ich wollte gerade sagen, dass ich da keine gute Hilfe bin, weil ich bin ja kaffeesüchtig. Also ich glaube, ich kann keinen abgeben. Du hast so ein Loch reingemacht und trinkst die ganze Zeit heimlich. Da läuft überhaupt nichts in deinen Arsch, sondern nur in meinen Mund rein. Oh Gott. Oh. Seid ihr eklig, ey. Niveau ist da. Passt. Schön. Ja, wieder hochgelegt für die Folge. Tanzen wir. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Wir sind wieder vollzählig da heute für euch und zwar sitzen hier Dress. Hallo. Anja. Servus. Kurz überlegen müssen. Hey, ich war nur in Schockstarre, weil du Hallo gesagt hast. Und das beste Pferd in unserem Stall, Verena. Servus. Bei der Mountain Mania sind wir einmal aus unserem Backstage raus. Und ich habe zu Verena gesagt, reit mal los und habe sie so an die Schultern gehabt und habe halt dann gewirrt. Und dann hat sie nur schockiert umgedreht und gesagt, hast du gerade gewirrt? Wenn hier wer wird, dann bin das ich. Es tut mir leid. Ja, aber vielleicht, also du verstehst halt auch nicht, was du da dran sagst. Du machst es ja nur noch, aber vielleicht hast du so richtig der Verena ihren kompletten Stammbaum beleidigt. Wahrscheinlich. Dem Wir. Nämlich. Es tut mir leid. Ja. Ja, liebe Wellensittiche, schön, dass ihr so seid. Wir freuen uns, dass ihr euch heute wieder unseren Schwachsinn gibt, unseren wissenschaftlichen. Und wir wollen uns auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Auch diese Woche ist wieder jede Menge Feedback eingetrudelt. Ihr habt ganz viel Nachrichten geschrieben. Ihr habt fest kommentiert auf all unseren Plattformen. Übrigens, an dieser Stelle, weil wir es bisher noch nicht gesagt haben, wir sind jetzt auch auf Facebook. Also, falls irgendjemand von euch noch auf Facebook ist,
Wir sind's jetzt wieder. Ich habe mir Facebook wieder installiert für euch. Also folgt gerne mal rein, Wellensittich-Stammtisch auf Facebook. Und auch da fest liken und kommentieren. Auch da sind wir am Start und schauen, was ihr so treibt. Danke dafür. So nämlich. Ansonsten, Anja, du hast, glaube ich, ein bisschen was zusammengesammelt, was so reingekommen ist. Ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass ihr genauso empört wart, wegen der Lukas seiner Aussage wie wir. Es haben mehr geschrieben, na, der Lukas ist nicht der Einzige. Scheiße, jetzt habe ich Lukas gar nicht begrüßt, gell? Sorry, Grüß dich, Lukas. Schön, dass du auch wieder da bist. Ich höre ihn in meinem Kopf jetzt lachen. Ich weiß, wie er gerade abbricht. Das freut mich. Liebe Grüße. Der Bäder hat zum Beispiel auch geschrieben, dass man uns sogar in der Karibik hört. So, nimm das, Lukas. Hat es bei euch mehr Freude ausgelöst oder mehr Neid? Jetzt, wo du mich so fragst, da ich sagen, zu beiden Teilen. Also erst hat die Freude überwogen, Ja. aber jetzt, wo du das sagst, Neid, sehr viel Neid. Ja, jetzt wo du das sagst, da die auch gerne unseren Podcast in der Karibik hören. Naja. Also an der Stelle auch ganz liebe Grüße an alle, die woanders leben oder gerade im Urlaub sind, da wo wir gerade am Strand quasi in ein Ohren innen drin sind. Fickt's euch doch, dass ihr gerade am Strand liegt. Wir gönnen's euch. Wirklich, von Herzen. Macht's gerne mal eine Story an, welche Orte ihr so Ja. den Wellensittich-Stammtisch Ja, jetzt. Darf ja. uns interessieren, markiert's uns auf Ja. Instagram. Ja, ich hoffe, es kommt also ein bisschen so aus dem LKW, aus dem Kurstall, etc. Beim Gülle fahren, Ja. beim Sport Ja. machen, beim Kochen. Es interessiert uns doch. Eine Wellensittich hat uns auch geschrieben, dass sie uns im Edeka gehört hat und dann einen Lachanfall im Edeka gekriegt hat. Auch gern Buddel aus dem Supermarkt. Ja, Das gerne. habe ich jetzt tatsächlich schon öfter auch gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, sie hören's nimmer beim Einkaufen, weil sie da immer wie ein Creep vor einem Regal stehen und einen Lachanfall haben und das ist unangenehm in der Öffentlichkeit. Aber hey, seid's doch nicht so. Ganz ehrlich, ich hab mir gedacht, was seid denn ihr für kluge Menschen? Weil ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich beim Einkaufen was anhören kann. Danke Nicht. dafür. Raw Dogs Na. du es einkaufen. Das ist krank. Ja, Das kannte ich nicht. ja. Ja. Das ist ja der Grund, warum ich dann Mach so ich von mir einmal so. hieß, irgendwie so, alter Mensch. Ja, das erklärt's. Ah, schön. Ja, vielleicht einfach mal Wellensittich-Stammtisch schneiden. Ja, ja. Und das Gute ist, wenn ihr einen Love Flash im Supermarkt oder im Fitnessstudio oder wo auch immer kriegt und jemand sagt, was ist mit dir eigentlich los, dann könnt ihr auch gleich uns weiterempfehlen und sagen, hey, wenn du auch so lachen möchtest wie ich, dann hört er doch mal diesen fantastischen Podcast an. Das klingt So klingt schon wieder so nämlich. bescheiden, das ist Wahnsinn. Ja, so sind wir. Einfach mal der Menschheit einen Gefallen da. Jeden Tag eine gute Tat. Ja, ja. Okay, Anja, was haben sie denn noch so geschrieben, die Wellensittiche? Sie haben auch sehr viel Verständnis dafür gehabt, dass Stress, wenn sie Autofahrt, das Radio leiser machen muss, damit sie was sieht. Ja, ja. ja. Ja, Ich glaube, das verstehen die meisten Leute. Das kann man auch oft. ja, das verstehe ich auch. Ja, schön, schreibt uns gern immer Feedback. Wir werden nämlich total nervös, wenn wir nicht sofort ganz viel Feedback kriegen, weil ihr habt uns richtig angefordert damit. Ihr schmeißt Ja. uns die Feedback-Kernel ja meistens schon in der Nacht hin. Und wenn dann da Ja. für unser Empfinden nicht genug kommen, dann laufen wir die ganze Zeit so auf und ab in unserem Käfig und daran richtig durch. Picken uns so gegenseitig. Ja, Ja. Verena hat dann immer weniger Federn. weil Tanja die ganze Zeit hinbeckt. Nein, der hat sich ja Ja. nicht so knapp anziehen, wenn sie angelangt werden, wo ich, also Entschuldigung. Auf jeden Fall fragen wir uns dann, ob mit uns was nicht stimmt. Ob unsere Folge Ja. nicht gut genug war. Ja. Ja, von dem her auch wieder Ja. sehr bescheiden und auch überhaupt nicht needy oder so, aber ja, ihr wisst es eh. Schreibt's uns einfach. Ja. Also wir hören da immer ganz kurz auf, unser eigenes Spiegelbild zu küssen. Ja, und das, also, Das ist halt schlimm. ja. Irgendwer muss das machen. Ja, schön. Was war denn so los bei euch in der Woche? Wir müssen ja gestehen, dass wir ein bisschen früher aufnehmen als sonst. Heute ist der 1. Mai, also falls ja, ihr auch noch erzählen wollt, was ihr vielleicht heute macht oder am Wochenende macht, gern raus damit. Wir interessieren uns doch für euch alle. Res,
Was war bei dir los? Was ist bei dir los? Ich habe gestern einen Hund kennengelernt. Eine Freundin von mir hat seit kurzem ein neuer Hund. Hat seit kurzem einen Hund. Und sie hat ihn mitgebracht zu mir. Sie haben mich besucht mit dem Hund. Und wir waren sofort beste Freunde. Ich habe ein Video, wie der Hund mich niederschmust auf meiner Couch. Oh nein. Vielleicht kann ich das hier einfügen. Ja, bitte. Ja, Ja, wir wollen es auch sehen. ja, mach ich. Es ist eine absolute Zuckermaus. Sie hat auf die Fotos so richtig riesig und muskulös ausgeschaut und dann kommt die kleinste, süßeste Maus der Welt in meine Wohnung. So Echt? lieb. Der Kopf so Nett. klar, die Ohren so riesig. Es ist einfach nur süß, wirklich. Komplett schön. Ja, und da haben wir uns gestern einen gemütlichen Nachmittag gemacht auf meiner Couch. Sie ist dann auch irgendwann eingeschlafen. Es war einfach nur süß. Also ich bin richtig beseelt von gestern noch. Oh, wie schön. Meinst du, sie war auch ein bisschen enttäuscht, weil du dir ja schon auf deinen Dating-Profilen ein bisschen so als Pumperin hinstellst, dass Ja. du da gar nicht so muskulös warst in echt? Sie hat als allererst an meinem Bizeps gerochen. Und ich habe dann die Enttäuschung in ihre Augen gesehen. Also ja. Dass du ja klar und süß bist. Ja, aber ich habe es mit Pferde-Fenchel-Leckerlis von mir überzeugen können. Sie ist nämlich eine feine Dame. Fenchel. Ja. Die der Rudi hinten nachspeien. Tja. Aber er Vielleicht ist auch auch, weil keine Pferd Dame. drin ist. Das ist viel. Ja, genau. Das war sehr, sehr schön. Verena, was ist bei dir so los gewesen? Mir ist was Wildes passiert in der Woche. Es ist direkt neben mir, ihr werdet es nicht glauben, eine Leiche vom Himmel gefallen. Und neben mir Was? auf den Beton eingeschlagen. Was? Krass. Eine Leiche. Eine Leiche. Ich stand bei uns im Jungviehstall. Sie lacht und war am einfach. Wasserhahn. Okay. Ja. Es ist nicht so deep. Und habe am Wasserhahn ein Kühe Wasser ausgelassen. Und auf einmal tut's neben mir, also draußen vor der Stalltür, tut's einen richtig dumpfen Aufprall. Und ich hör Geschrei. Oh Gott. Vogelgeschrei, hör ich. Vogelgeschrei. Dann geh ich hinaus mit meinem Kiwi Wasser und denk mir, was ist jetzt da runtergeflogen? Dann war's eine tote Maus. Dann haben sie einfach 2 Vögel da draußen gefetzt. Und ich glaube, das sind die gleichen. Ich habe euch vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass 2 Vögel im Hof sie geschlägert haben auf dem Boden. Die haben sie aufeinander gestürzt und haben sie gegenseitig so auf den Boden kugelt. Also es war immer wieder ein anderer da oben. Das war Therese und Das war ich. richtig wild. Ja. Im Kampf um ein Almöhi wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, es waren die gleichen. Weil die haben sie so angeschrien und wahrscheinlich haben sie in der Luft um diese tote Maus gestrien. Auf jeden Fall haben sie es dann mir gegeben, dankenswerterweise. Also diese Moral von der Geschichte werde ich nicht akzeptieren. Der Die Beute bei Albi mir bleibt. ist keine tote Maus, okay? Wir beruhigen uns. Ja, habe mich sehr gefreut, dieses Das Geschenk. ist krass. Naja, Naja. Ist die dann liegen geblieben? Hat die dann jemand noch abgeholt von den 2? Oder hast du es du ich hab's gegessen? liegen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch abgeholt worden ist oder ob es mein Paar vermutlich einfach auf den Misthaufen geschmissen Ja, hat. wahrscheinlich. Rest in peace, Mausi, an der Stelle. Ja, sie hat mir wirklich sehr leid da. Ja. Das war irgendwie kein schönes Ende für die arme Maus. Ja. Naja. Naja. Anja, was war bei dir los oder ist nur los? Ich habe vorgestern mit meinem BR wieder draht, mit dem Beichtstuhl. Da waren wir in Garching an der Alt auf dem Volksfest. Und ich habe da die Beichten abgenommen von ein paar Bedienungen, Schankeln, hab mit Schaustellern geredet. Ja, war cool. Und bei der Feuerwehr waren wir auch noch. Ich glaube, ich bin das erste Mal im Erwachsenenalter in einem Feuerwehrauto geguckt. Und ich muss sagen, es löst dasselbe aus wie als Kind. Hat mich wieder gefreut. Ich bin noch nie am Feuerwehrauto gesessen. Echt? Wie cool. Ich habe auch gerade überlegt, ich weiß nicht. Na. Kam die bei euch nicht in die Vielleicht Schule? schon, aber- Bei uns schon damals. Ja, wir waren mit der Schule dort, weil das Feuerwehrhaus direkt neben unserer Grundschule war. Da waren wir bestimmt auch drin geguckt, aber kann ich mich jetzt echt nicht erinnern gerade. Ja. Hast du einen Bridget Jones-Moment gehabt? Bist du von dieser Feuerwehrstange runtergerutscht?
Na, ich habe aber echt gesagt auch keine gesehen. Ah, schon. Gibt's das gar nicht im echten Leben? Ich glaube, das ist was für Filme und Theaterstücke. Keine Ahnung. Liebe Feuerwehrler, lasst es uns doch gerne mal wissen. Ja, bitte. Müsst ihr Treppen gehen oder rutscht ihr Stangen runter, Ja. wenn es passiert. Und wenn ihr Stangen in eurem Feuerwehrheisel habt, können wir vorbeikommen und runterrutschen. Können wir vorbeikommen, Punkt. Ansonsten treffe ich mich halt nur bei einer Freundin mit dem Florian Andreas, mit dem habe ich letztes Jahr Lidl rausgebracht und der hat gemeint, da kann man doch die Leute mal nur mal daran erinnern, dass das Lidl existiert. Und deswegen drehen wir da halt noch ein schönes Video, also falls das schon rausgekommen ist, auf Social Media, dann wisst ihr es lasst doch mal ein paar Wellensittiche unter dem Video da. Ich glaube, der hat das nämlich nicht so mitgekriegt, dass ich einen Podcast habe. Der man ein bisschen verwirrend, das freut mich immer. Stimmt, so witzig. Alpenglühen heißt dieser Banger, ja. Ja, genau. Nur, dass du ihn jetzt auch gleich pumpen kannst auf So nämlich. Dauerschleife, weil er geil ist, deswegen. Ja, Ja, Verena, sehr gut. merci für die Werbung. Danke fürs Leckerli. Ja. Kleiner Sidefact. Jetzt habe ich Bitte, kann warum das nicht kannst sagen. du das nicht Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich Scheidfleck. Jetzt habe ich mir schon wieder die Zunge dabei gebrochen. Das tut mir leid. Ja, kleiner Nebenhinweis. Das Wirdl hat hauptsächlich der Eumerer geschrieben. Wir haben uns da nämlich in einer Songwriting-Session getroffen, also zu Merat was geschrieben. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne das Alpenglühen heißt. Und dann haben wir das so gemeinsam geschrieben, aber ich finde, das meiste ist schon von ihm gekommen. Daher, ja, mein Herz vielleicht auch ein bisschen raus. Die Leute, die die Musik kennen, Herz da mal genau hier. Und wer hat's produziert? Ja, das hört man nämlich auch, nämlich der Sänger von die Festbänkler und auch Producer von die Festbänkler und auch Producer vom Eumerer. Es soll jetzt nicht bass klingen, aber ich glaube, der kann, was so Techno angeht, auch nur einen Beat. Deswegen ist bei Alpenglühen, glaube ich, was Ähnliches drunter gelegt wie bei Wackelkontakt. Aber Herz mal ein und sagt's mal, ob das stimmt. Es kommt mir so vor. Okay. Habe ich noch nie drauf Na geachtet. gut. War auf jeden Fall cool mit denen. Und ich fand es ein schönes Lied, also checkt das gerne mal aus. Ja, voll. Ich habe sehr oft an Alpenglühen Ohrwurm, einfach random. Echt? Das sagen wir Ja. viel in meinem Umfeld, dass sie da oft einen Ohrwurm davon haben. Ich hab da irgendwie nie einen Ohrwurm davon. Aber, oh nein, jetzt rede ich meinen Song schlecht. Ich hab da Ja. immer einen Ohrwurm davon. Ich denke tatsächlich ganz oft dran, wenn man im Sommer am See ist und so im Berg schaut und so. Ja. Weil da auch oft Alpenglühen ist. Ich bin immer ganz gern am Staffelsee und da ist das immer richtig krass, die geil. Kulisse. Ja. Ich hab's jetzt vor 2 Tagen so richtig gesehen, da, wo ich dann von Garching heimgefahren bin. Chiemsee entlang und so richtig schön. Auch richtig schöne Gegend da bei euch. Für alle Preisen, Alpenglühen bedeutet quasi, ja, Sonnenuntergang in die Berg, wenn dann die Berg so ein bisschen rötlich, ja, rosa, orange leuchten. Richtig schön. Genau. Wir haben heute eine Fragenfolge. Das bedeutet, heute stellen nicht ich die Fragen, heute stellen die Wellensittiche die Fragen. Ihr habt uns da auf Instagram ein paar Fragen schicken können und die wollen wir jetzt natürlich, soweit wir es schaffen, beantworten. Ich starte gleich mit einer wichtigen Lebensfrage, und zwar hat der Michael gefragt, Leberkäse mit oder ohne Senf? Süß oder mittelscharf? Res. Also die Frage um den Senf stellt sie bei mir nicht. Auf jeden Fall mit Senf natürlich. Und ich finde Leberkäse muss mit scharfem Senf. Also ich finde Leberkäse und süßer Senf, das passt irgendwie nicht. Ich muss aber auch sofort gestehen, nicht, dass irgendwie Bilder aus der Vergangenheit auftauchen und ihr das dann so erfahrt. Schuldig, euer Ehren, ich habe früher als Kind ich glaube so bis 15, 16 Oh, jetzt Leberkäse kommt mit der Ketchup gegessen. Ja. Ich muss mich selber zwicken, um mich davon abzulenken. Vom Schmerz. Ja, genau. Und ich habe ja schon mal erzählt im Podcast, dass ich so eine krasse Veganer-Phase gehabt habe, die leider nicht mehr anhält, aber ich bemühe mich. Und es gibt mittlerweile richtig geilen vegetarischen oder sogar Veganer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall mindestens vegetarischen Leberkäse und seitdem bin ich komplett im Himmel, weil der schmeckt wie normaler. Ja, muss ich mal probieren. Ja. Wie schaut's bei euch aus, Verena? Senf, ja oder nein? Leberkäse, ja oder nein?
Ich fand es ja witzig, dass auf die letzte oder vorletzte Folge hin, wo wir sehr viel über Aussprache geredet haben, haben auch aber geschrieben, dass sie Senft sagen. Ja. Senft. Ich sage auch Mit Senft. T hinten. Du sagst auch Senft. Ich glaube schon, ja. Das hasse ich. Echt? Das fand ich als Kind schon schlimm, wenn jemand Senft gesagt hat. Es stimmt nicht. Ja, mei. Naja, wie auch immer. Ja. Ich bin auch schuldig. Schuldig, euer Ehren. Ja. Meine Leberkäsereise hat begonnen mit Ketchup, ist dann übergegangen zu süßem Senf Ja. und ist jetzt bei scharfem Senf angekommen. Okay. Ja. Seid ihr Wichtig. also beide richtig hirnverbrannt. Weil da gehört Anja. natürlich ein süßer Senf drauf. Halt dein Maul, Entschuldigung. Ja, Das ist bitte. einfach nur gestört. Sowas von. Es schmeckt viel besser mit süßen Senf. Da braucht's mehr. Das ist Ja, einfach kein falsch. Das ist objektiv einfach falsch. Gern ein Wiener in den Mittelscharfen, gehe ich voll mit. Aber Leberkäse möchte ich einen süßen Senf haben. Das freut mich richtig. Dann nur ein Ei drauf. Richtig Anzeigt, kehrst du. Anzeigt. Du, weißt du, was gemacht gehört? Am Knackbackt und in den süßen Senf eingedruckt, dass du aufhörst. gut. Meinst du, das war eine Bestrafung für mich? Ja, gut, hast Druckt mir ein, das Also. ist einer von meinen geheimen Fetische. Nicht schon wieder. Mein geheimer Fetisch Ja. ist ja bei Wiener einen süßen und einen scharfen Senf mischen. Aha. Dankt's mir später. Das habe ich noch nie Geil. ausprobiert. Aber ich esse jetzt eigentlich so oft Wiener, um das zu gestehen. Leberkäse ist tatsächlich eins der sehr wenigen Fleischprodukte, wo es mir schwer fällt. Aber deswegen interessiert mich jetzt auch, wie der vegetarische schmeckt, weil sonst ist ich eigentlich, oder achte darauf, dass ich wenig Fleisch isst und Wurst. Aber bei Leberkäse fällt es mir echt schwer, weil irgendwas ist wahrscheinlich das bohrische Hirn einfach, ist in meinem Hirn so verknüpft, dass wenn ich eine Metzgerei sehe von außen, wenn ich da nur vorbeifahre, dann sagt mein Hirn, ja, jetzt habe ich eine Leberkäse. Jetzt ein Warme. Das ist, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber selbst wenn man die Leberkäse von der Metzgerei nicht schmeckt, denkt mein Hirn dran und denkt sich dann, ah ja, mei, ist ja kein andere in der Nähe. Ich weiß Wichtige Frage, wie dick muss der Leberkäse sein? Ich finde nichts schlimmer, als wenn man so Leberkäse-Carpaccio-Semi kriegt. nicht. Ja, Das ist eine Frechheit, ja. das ist richtig frech. Zu dick ist aber auch brutal, dann wird man irgendwie ein bisschen schlecht. Ja, Aber halt genau richtig, war gut. es ist schon Ja. sympathisch, wenn es kein Carpaccio ist, weil dann denke ich mir immer, ich achte nicht auf meine Linie, tu drauf. Bärbi, hau drauf. Ja, ich finde, also so ein Zentimeter muss schon sein, oder? Ja. Alles drunter ist eine Frechheit. Ja. Ja. Ja, sagt's ja. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte gern wissen von die Wellensittiche. Also erstmal, wie ihr einen Leberkäse esst, das ist natürlich hier eine Streitfrage, wie ihr schon merkt. Aber ich möchte auch wissen, ob ihr das auch habt, dass wenn ihr an einer Metzgerei vorbeifahrt, dass ihr euch denkt, jetzt soll Leberkäse. Lasst es wieder mal in der Lohr. Schön. Dann hat die Lena gefragt, mit welcher... Wollen wir nicht rundum, oder na, passt schon. Ja, passt. Was denn? Les, Wer war's denn rundum? dass jeder eine Frage stellt, aber passt schon. Ach so, ja, dann frag. Ich hab's natürlich vor mir. Aber Hauptsache hier Stress mal. Du kennst mich doch. Oh, das lassen wir genauso drin. Die Lena hat gefragt, mit welcher fiktiven Figur darf ihr gern einen Tag tauschen? Anja, wer ist? Das ist der Josef. Das ist der Hund vom Alp. Halt dein... Ich flipp völlig aus! Das ist falsch! Das ist nicht falsch. Weil er täglich vom Almöhi gestreichelt wird, oder was? Dann weiß ich mal, wie sie die Berührungen auffüllen, ob es rendiert, dass ich da dran bleibe. Verstehst du, dass ich mich gerade komplett selber ins Ausgeschossen habe? Wenn ich die Frage einfach vorlesen hätte lassen, dann hätte ich es nämlich gesagt. Tja. Ja, Spart. scheiße. Na, schön. Ja, Freut und mich Rest? für die. Was ist bei dir? Er kann ja jetzt schlecht sagen, der Josef. Aber dann nehme ich eine von die Gers. Ich war Schnucki aus Heidi. Das ist die kleine Gers. Ja,
Naja. Ja, mir kommt's hoch. Vreni, was war's bei dir? Ich weiß immer noch gar nicht. Fiktive Figur. Ja. Mm, Mir fällt auch nicht ein. Für die. Mustang. Spirit, der wilde Mustang. Ja. Na. Einfach mal frei sein. Einfach mal durch die Steppe galoppieren. Okay, ja, das fühle ich. Ja, doch finde ich mit nicht schlecht. Phrase. Was ich noch cool fände, wäre Hermine Granger oder so. Ja. Weil die erstens brutal schlau ist und zweitens kann die disapparieren. Und wie geil ist es zu disapparieren? Also sie einfach irgendwo auf die Welt hin zu beamen quasi. Das ist mega geil. Ja. Sofort. Disapparieren. Wenn man ewig in einen Flieger Prost. steigen muss. Prost. Ja, sondern einfach mal kurz da hinkommen, wo man gern hin möchte. Für mich bist du der Meister Eder, weil du bist gerne in der Schreinerei, du trinkst gern Bier und du schimpfst da gern. Ja, gut. Das klingt, als wäre ich so ein Grantler. Das bin ich gar Du nicht. bist kein Grantler, aber man hat am meisten Respekt, wenn du schimpfst. Zu Recht. Ich finde aber, du sagst zu wenig so bayerische Sprichworte. Ich habe die noch nie Kreuzbirn beim Hollerstaun sagen hören und das ist für mich, Nein, das gehört für mich zum Meister Eder dazu. Kannst du das bitte aufhören? das kann ich mir aber angewohnen. Danke. Ja, das kann ich machen. Danke. Kreuzbeeren beim Hollerstaun. Danke. Ja. Ja. So, Ferdinand, dann liest du jetzt also eine Frage. Achso, Ey, ich finde schön, wie flüssig das geht. das habe ich jetzt. Ja, Gott. Der Stefan wollte wissen, wer von euch ist die trinkfesteste? Reis, wer ist die trinkfesteste? Boah, das finde ich richtig schwer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich finde Anja schon sehr trinkfest. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja kleine Rundenmäuse. Das ist ja wirklich, Ja. in manchen Freundschaften ist ja so, da zahlt jeder Runden und dann gibt's immer eine Person, die gar keine Runden zahlt. Und das passiert bei uns aber überhaupt nicht. Also da wird hier Reihe wird da ausgegeben. Und ich merke aber oft, dass ich bei einer letzten Runden nicht mithalten kann. Also dass ihr dann schneller trinkt. Also Also du trinkst nur mit, aber bist langsamer. ich glaube schon, ja. Also ich halt, glaube ich, die letzte Runden oder so, da bin ich dann zu langsam im Vergleich zu euch. Außer Verena hat heute geht nichts, ich mag Heimgeh-Tag. Aber sonst seid ihr zwar schon nur mal ein bisschen schneller am Schütten, finde ich. Ja, ich habe das Problem, in Anführungszeichen, wenn ich ein Getränk in der Hand habe, dann trinke ich es aus. Egal was das ist. Ob das ein Wasser, ein Spezi oder ein Cuba Libre ist. Ja. Hier, rein. Ja. Das Glas muss leer werden. Und ich möchte aber auch beim Fortgehen immer ein Glasl in der Hand haben. Das ist das Problem dann. Ich möchte jetzt das Foto einfügen von dir, wo du 2 Glasl in der Hand hast. Das war ein Bitte. schöner Abend. Das war ein schlimmer und ein schöner Abend. Das passiert im Zweifel auch. Ja. Ja. Aber ich kenne das auch, dass man das dann austrinken will. Und ich kann auch, also auch wenn es ein alkoholisches und ein starkes Getränk ist, ich kann das nicht langsam trinken. Ich trinke zügig. Ja. Aber du sagst auch nicht nein, Res. Du sagst nie nein. Das stimmt. Echt? Wenn Also der die Rest Schleusen kann man einmal alles auf geben. sind. Ja. Wurscht. Ja, Ja. dann ist Stress wahrscheinlich schon am trinkfestesten. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch den größten Saumang von uns. Also was so Kombinationen angeht. Ich kann wild Ja, durcheinander das trinken stimmt. und das ist mir wurscht. Das mache ich nie. Ja. Ja. Weil da darf es mich sofort zlegen. Naja, doch, Dres und ich trinken schon brutal durcheinander, aber Dres ist nur mal eine Schippe über mir. Naja. Ja gut, ist man die trinkfesteste, wenn man dann die ist, die am Ende des Abends tot ist, frage ich mich. Ja. Das ist einmal passiert. Einmal. Und da war sie ja nicht tot, sondern ein ausgewachsener Elch. Ja, Ich hab einfach wurde sehr viel gerührt. eine neue Stufe erreicht. Ich war nicht tot. Bin aufgestiegen. Du warst über dir. Ja, ja. Nicht, dass jetzt wieder Leute denken, wir beschreiben hier irgendwie Ekel-Speim schon wieder. Dres hat einfach so gerührt. Ja. Ja, für Es Geräusche gemacht. wurde dabei nichts gespielt, es wurde einfach nur gerührt. Ja. Gut, wisst jetzt Bescheid, oder? Noch Fragen?
Aber dass ich mich regelmäßig wie eine Loserin fühle, wenn ich dann bei irgendeiner Runde nicht mehr hinterherkomme. Ich hab das gar nicht Das ist gewusst, uns wurscht. dass du die so fühlst. Das ist mir Ja, komplett neu. Weil es holt sich ja nie eine für sich selber Getränke, sondern halt immer in Runden und dadurch fällt es ja dann auf, dass ihr schon Ja, wieder das fertig stimmt. seid. Ja, das stimmt. Auch wenn wir im Zauberberg waren, jetzt vor ein paar Wochen, war es immer so, hallo, Anja. Ja, genau, das Runde. meine ich. Da pressiert's dann. Ja, stimmt. Aber die Anja war auch manchmal kurz irgendwie verschwunden oder beschäftigt. Also wir Ja. haben da auch ohne sie Ja. Ja. weitergerundet. Ja, das Ja. stimmt. Aber meistens, wenn Naja. ich verloren gehe, dann Ja. tue ich da auch immer schnapseln. Deswegen Ja. gleicht sich das dann alkoholpegeltechnisch wieder aus mit euch. Ich muss auch gerade an einen Abend im Spinnradl denken. echt, oder? Das ist eine tolle Location zum Fortgehen, falls ihr den nicht kennt. Und da habe ich einmal, da war Dress nicht dabei, aber da habe ich einmal die Anja verloren. Und sie kam ungefähr eine Stunde später zurück mit einem Rausch im Gesicht, das eine Frechheit war, weil ich mir gedacht habe, wann ist das passiert, dass du ohne mich so besoffen worden bist? Dann lass mir die einmal allein am Bar gehen und dann... Naja, dann kriegst du das Besoffen wieder zurück. Ich bin aber auch mit Tablett doppelte Klare zurückgekommen, gell? Also ist ja nicht unverschämt Ja, das stimmt. gewesen, sondern ich habe euch schon dann auch teilhaben lassen. Ja, aber das war irgendwie kein Trost für mich. Eklig. Ich kann mich dann erinnern, dass ich zu dir gesagt habe, Verena, kannst du mir bitte ein Wasser holen? Und dann bist Ja, du das zurückgekommen weiß mit dem ich noch. Wasser und dann hast nur du davon getrunken, weil ich wollte kein Wasser trinken. Ich habe sehr viel Wasser getrunken an dem Abend. Das war dann aber auch schön, weil ich bin am Bar gegangen, um dieses Wasser zu holen. Und dann stand ein Typ neben mir, ein junger Bursch, so 1,5 Meter weg und lernt sich so in meine Richtung auf den Tresen mit dem Ellenbogen und schaut mich an. Und dann sagt er so, ah, das ist also die mit der Anja Bavaria da ist. Und ich habe mir nur gedacht, Verena, schau gerade aus, reagier nicht, du wirst den nie wieder los. Dann habe ich auch noch Wasser bestellt. Naja, war schlecht fürs Image. Ruf ruiniert. Scheiße. Ja. Ja, sehr schade. Der Manfred möchte gern von uns wissen, wie stelle ich mir meinen Partner vor? Und da möchte ich sagen, Manfred, woher soll mir das wissen? Aber ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg bei deiner Partnersuche. Ja, ja. Wir können es natürlich auch trotzdem gerne mal für uns beantworten, was so der Traumpartner-Prototyp für uns war. Andreas, was war das bei dir? Also mein Traumpartner war jetzt nur mal optisch gesehen groß, echt blond. Mir macht's ja nichts aus, wenn so, also wenn vielleicht schon ein bisschen weiße Haare dabei sind. Hauptsache es ist oben sehr fluffig und sprudelt und es ist ein helles. Haha, sie hat einen Witz gemacht. Nein, ich weiß doch auch nicht. Das war schlimm. Erst mal, du beschreibst Scooter, weil so blond, dann aber weiß. Bei Weiß habe ich mir gedacht, hä? Ja, Okay. ach, ja, naja, irgendwie in meinem Kopf war das lustiger. Naja, ich habe leider auch keine andere Antwort auf diese Frage vorbereitet, außer diesen absoluten Banger-Joke. Aber wenn ich jetzt nicht ein Bier beschreiben darf, dann darf ich sagen, ja, ich glaube, mir war es wichtig, dass der Typ älter ist als ich. Muss auch nicht bloß ein paar Jahre sein, darf auch gerne ein bisschen wirklich älter sein. Ich möchte, dass er mit beide Füße im Leben steht, sein eigener Job hat, sein eigenes Haus hat, wichtig. Ich will, dass er tierlieb ist. Ich sehe schon 1000 Manfreds in deine DMs leiden. Gut kochen ist auch wichtig. Und ich finde es sympathisch, wenn Leute so nach außen so ein bisschen eine raue Schale haben, aber dann einen weichen, liebenswerten Kern. Wenn er Gers hat, es heißt nicht Gers, Fick sondern dich, Gers, du beschreibst dann Ivy. Du bist so eine blöde Kuh. dann ist es natürlich auch ein Pluspunkt. Und wenn er in die Berg wohnt, dann da den erst recht nehmen. Aber wenn er jetzt nur ein gutes Kasbrot macht, dann ist der Deal unterschrieben.
und einen Hund hat, der Josef heißt. Richtig. Ja, naja, kennt's euch aus. Gibt es jetzt nicht eine Realverfilmung Traumtyp. vom Almöhi und der Heidi? Ja, die Drans, glaube Ja. ich, gerade. Da haben sie doch irgendwie einen Aufruf gemacht für Schauspielerinnen, die sich Ist als das Heidi bewerben deutschsprachig können. oder was? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, du hast den Artikel geschickt, Verena. Das war, glaube ich, schon deutsch, oder? Den Artikel hat uns ein Wellensittich geschickt und hat gefragt, ob ihr zwei da nicht im Casting dabei wart. Wir wollen nicht Heidi sein. Nein. Absolut nicht. Sich ja für eine andere Nebenrolle bewerben können, um am Set mit ihm zu sein. Naja, das ist ja nicht der Sich Original. für den Josef bewerben können, dann war es ein bisschen gestreichelt worden von ihm. Okay, Verena, wie stellst du deins noch vor? Oh mein Gott, ja, was soll ich sagen? Mein Traumtyp ist lustig. Ich finde, lustig ist so wichtig. Und auch, dass das mit meinem lustig matcht. Weil da behaupten, oder wahrscheinlich behauptet jeder Mensch von sich, dass er Humor hat. Safe. Aber es muss dann schon der gleiche sein, Ja. dass das in irgendeiner Weise matcht. Und heute das Übliche, mein Gott. Loyal, witzig, Was? warmherzig. Loyal, Ja, es ist witzig. langweilig. Witzig jetzt. Ich habe was anderes verstanden. Ja. Er muss Bier mengen, gern Outdoor-Aktivitäten, Berg gehen, Radl fahren, gern verreisen, Er sagt sehr, Reisen planen. er sagt sehr viel über meinen Charakter, dass ich Autoaktivität verstanden habe. Ich hab's auch verstanden. Weil mir erst sagt, ja super, dann war ich ja der Traummann. Da können wir sich da raus, die 2 Stunden hocken. Ja, sowas halt. Mein Gott, was man halt so mag. Was so Was man halt so mag. Ja, okay. Krass, Verena. was du halt so Naja, magst, gut. ja. Was ich halt so mag, ja. Ja, passt. Und finde wichtig, dass der Mensch eine Leichtigkeit hat. Das liebe ich. Ja, voll. Einfach Leben genießen und einfach nicht so viel nachdenken, einfach, ja, Leichtigkeit hineinbringen in das Ganze. Habe auch keinen Bock auf Dramen oder Ja, bin ja verstehe. keine Person, die gern streitet oder so. Gibt ja schon Paare, bei denen das irgendwie mit zur Dynamik gehört und das auch gut passt für die, aber für mich passt das gar nicht. Ich möchte keinen Streit. Wenn mir was nicht passt, möchte ich sofort sagen und dann passt es auch. Dann will ich auch keine tagelange Funkstille oder whatever, sondern einfach nur, eigentlich mag ich nur meine Ruhe und ich möchte, wenn der auch gern seine Ruhe möchte. Und der ist einfach schön findet, mit mir in Ruhe auf einem Berggipfel zu hocken. Am besten, dass wir uns einen raussuchen, wo kein Hitten ist und wo sonst niemand hingeht. Und dann haben wir einfach gemeinsam unsere Ruhe da drum. Das ist doch schön. Das klingt sehr gut. Das klingt echt gut. Aber irgendwie beschreibst du auch einen Almöhi und ich finde, es reicht jetzt. Deswegen jetzt hier 2 Leute schon was vom Almöhi. Stell die hinten auf, Verena. Ja. Stopp. Du, Kreisbeeren beim Hollerstauen, jetzt holst du dich mal zurück. Weil der interessiert mich wirklich sowas von überhaupt nicht. Gut. Könnt ihr euch gern schlagen. Ja, Aber lasst mich Wollen da wir. raus. Aus eurem Geschiss. Wärmer noch. Okay. werden wir. Anja, wie schaut dein Traumtyp aus? Welche Eigenschaften hat er? Vom Alter her, glaube ich, da habe ich es wirklich sehr, eine sehr, sehr enge, wie nennt man das? Range, Spanne. Spanne. Anne? Danke. Also, ich stehe weder auf Jüngere noch auf Ältere. Am besten so 2 Jahre oder älter oder jünger als ich, nicht mehr oder weniger, so. Du hast gerade viele Herzen gebrochen. Ja, ich weiß schon. Aber es geht ja hier um meinen Traummann. Ist ja nicht so, dass man Eben. immer den Traum erreicht. Manchmal muss man sich auch mit was anderem zufrieden Kann man geben. Kompromisse machen. Ja. Man muss man auch wen nehmen, der 3 Jahre älter ist. Ja, aber man muss ihm halt dann wissen lassen. Genau. Na, Schmarrn. Die Herkunft an sich, die ist mir total egal. Aber wir reden ja hier von Traumpartner, deswegen müssen wir da halt auf jeden Fall bohrisch reden. Also das war wichtig. Die Herkunft ist mir egal. Okay, ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die, keine Ahnung, aus Syrien kommen und dann Ja. bohrisch lernen. Und Ich habe eher andersrum gedacht. Leute aus Bayern, die aber Preisen sind, obwohl sie
da aufgewachsen sind. Ja, So das ist die schlimmste aber Sorte Mensch. Da ist der Ofen komplett aus. Sag einmal. Wir sind nicht ruhig anscheinend. Wir sind überhaupt nicht ruhig. Aber falls du dir jetzt angesprochen fühlst und gerade diesen Podcast hörst, dann machst du ja schon mal mehr richtig als wir andere. Daher. Wir kämen so bescheiden und sympathisch rüber in der Folge, Ja. glaube ich. Ja, ich möchte ja damit nur sagen, dass du dann nicht zu denen Leuten gehörst, weil da habe ich leider schon viel in meinem Leben kennengelernt und das provoziert mich aufs Übelste. Wenn Leute hier aufgewachsen sind, Hochdeutsch reden mit Überzeugung, ist ja alles schön und gut. Aber wenn die dann die Leute, die Bayerisch reden, im tiefsten Bayern verarschen wollen, da denke ich mir dann so, oh, also das pack ich echt gar nicht. Vor allem, ich war da auch echt mit Leuten auf der Schule, die so waren, die mich dann da verarschen wollten, weil ich am Tölzer Gymnasium Bayerisch rede. Und das sind jetzt so Leute, die teilweise in der Kommunalpolitik sind. Da denke ich mir also, Servus. Ja. Und da freue ich mich nämlich sehr, weil wir haben letztes Mal einen Kommentar gekriegt auf Spotify, da hat jemand geschrieben, seitdem ich euch her, in Klammern seit Folge 1, rede ich überall nur noch Bayerisch. Das hat mich total gefreut. Ja. Das möchte ich auch kurz erzählen. Ich bin ja sonst immer so, wenn mir jemand auf Hochdeutsch anredet, dann rede ich auf Hochdeutsch zurück. Und als wir jetzt in Stuttgart waren, letztes Wochenende, ich hab vergessen, wenn man Hochdeutsch redet. Und das passiert mir sonst nie. Es ist eher andersrum, dass ich dann nicht mehr ins Bayerische zurückkomme. Aber ich habe mit jedem. Das Das war echt krass. Vor allem auch mit Leid wie am Tom, der Genau. kein Wort verstanden hat auf Bayerisch. Mit dem hast du dann plötzlich, den hast du zugebaut. Ja. Das war nur witzig. Ja. Krass. Ich weiß nicht. Dieser Podcast Krass, ja. tut mir nicht gut. Ja, Naja. gut. Die einen sagen so, die anderen auch so. Ja. Aber hey, ihr könnt jetzt auch mal bitte hier drunter kommentieren, ob euch das auch so provoziert, wenn jemand Hochdeutsch redet und da aufgewachsen ist oder dahergezogen ist und die dann fertig machen, wo ich für deinen Dialekt. Ich finde, das geht nämlich wirklich gar nicht. Also ich bin ja eher Dialektfreundin, ich liebe alle Dialekte, mir ist das wurscht, man braucht auch nicht auf Sachsen rum. Ja, das finde ich auch so das- schlimm. Ja, ich finde das alles sympathisch und lieb und es ist doch, Vielfalt ist doch schön, ist doch voll traurig, wenn alle Hochdeutsch reden, es ist doch brutal langweilig. Also von dem her. Aber ist es schon... Übrigens zu dem Thema Ah, ich habe so viel zum Sagen. Ja, Verena, hau raus. Wissenschaftspodcast. Oha. Ich habe letztens on the line im Internet innen drin habe ich ein Video gesehen von der Theresa Reichel, Shoutout. Kabarettistin. Ja. Ja. Shoutout, kennt vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere. Und die ist auch ein sehr schlaues Köpfchen und hat Literaturwissenschaft studiert und sich dementsprechend auch sehr viel mit Sprache beschäftigt. Und die hat gesagt, habt ihr gewusst, dass Bayerisch streng genommen Hochdeutsch ist? Denn es gibt quasi Niederdeutsch, was im Norden gesprochen wird, und es gibt Hochdeutsch, was im Süden gesprochen wird. Und wenn man es genau nimmt, ist der bayerische Dialekt Hochdeutsch. Also beruhigt euch einmal. Ganz schnell. Und dieser PF-Laut zum Beispiel, das fand ich auch cool. Also weil wir ja auch erstmal sehr viel über Pf geredet haben. Ja. Weil im Norden sagt man eher so Appel und bei uns sagt man Apfel. Also das ist quasi ein Unterschied zwischen Nieder- und Hochdeutsch. Krass. Genau. Das Also ist das Hochdeutsch ist gleich Preußisch, ist nicht zwingend so, ist Korrekt. nicht so. Ist Aha. nicht so, wenn man's ganz genau nehmen will. Das war der Wissenschaftspart für heute. Habt ihr gewusst, Anja kichert schon die ganze Zeit. Bitte sag's endlich. das ist mir das letzte Mal nicht eingefallen. Aber habt ihr gewusst, dass Hamster, Goldhamster, wenn sie wütend sind, sagen? Also wenn sie Hamster, Jetzt bin ich mal in Hollerstaun. wenn sie Hamster aufregen, dann sagen die, Süß. das sind also quasi Ohren. Anscheinend. Schön. Das ist sehr süß. Ja, was willst du sagen? Ja, das passt jetzt nicht mehr so 100%ig, aber ich finde es einfach so traurig, dass einem automatisch eine geringere Intelligenz unterstellt wird, wenn man Dialekt spricht. Also jetzt nicht Ja. nur bayerisch, sondern generell hat das immer
oder schwingt es bei manchen Leuten mit, dass die dann denken, man ist blöd. Ich weiß auch, dass das im Studium ganz oft so war, weil es sind natürlich, also wir haben ja, wie gesagt, in Passau alle 3 studiert und da waren ganz viele Leute von überall aus Deutschland mit uns im Studiengang. Und es war echt oft so, dass man dann sofort abgestempelt worden ist und dass die Leute auch aufgeregt haben, wenn du Bayerisch geredet hast oder wenn Leute in Passau Bayerisch reden. Also die kämen daher zum Studieren. Fressen unsere Knädel. Ja. Und regen sie dann drüber auf, dass in Passau Nehmen Bayerisch wir uns geredet wird. unsere Studienplätze weg. Ja, das ist zum Glück nicht. Aber das fand ich immer so frech, einfach sie über Bayern, also nicht nur über bayerische Menschen, sondern über Bayern generell aufzuregen, aber hier zum Studieren, dann such eine andere Stadt aus, wenn du das hier so schlimm findest. Bitte, lass uns in Ruhe. Ja, aber auch Sie wissen, dass es in Bayern die besten Universitäten gibt. Naja. Sag's bloß. Die sind ja da auch nicht ohne Grund. Bescheiden, wie immer. Ist doch wahr. Aber jetzt sind wir komplett davon abgekommen, wie Anja ihren Typ findet. Okay, gut. Das macht gar nichts. Stimmt, ja. Ich hätte gar nicht mehr gewusst, wo wir dahergekommen sind. Ich glaube, weil ich Leute beleidigt habe, die hier wohnen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel mal einen Kommentar gekriegt für jemanden aus Bad Tölz. Also ich habe dann auf die Person geklickt und habe das gesehen, dass der da wohnt und aufgewachsen ist anscheinend. Und das war relativ am Anfang meiner Karriere. Der hat bei mir bei Onidi drunter geschrieben, die bayerische Sprachbehinderung auf einen Beat packen kann man schon machen oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, du postest lauter Fotos aus Bad Tölz und nennst den Dialekt bayerische Sprachbehinderung. Geht's noch? Sympathisch. Also, Raus! ja. Raus aus Bayern! Raus! Ja, also ich glaube, schneller kann man sich echt nicht unsympathisch machen bei beide sprechenden Leuten. Oder generell. Es ist halt auch so unnötig, weil niemand von uns nach Hamburg ziehen und sie dann aufregen, wenn da Leute den Hamburger Dialekt reden. Ja. Also, Ja. naja. Ganz im Gegenteil. Ich finde das dann voll cool. Also, ich finde das dann auch voll süß. Ich lieb. finde alle Dialekte so süß einfach. Ja. Außer einen, aber also ich sag's nicht. Aber es gibt einen Dialekt, den finde ich ganz, ganz schlimm. Aber das ist, glaube ich, Ja. eine persönliche Vendetta, den ich glaube da. auch. Ja, und das mit der Schule kann ich mich auch erinnern, dass wir da im Deutschunterricht das durchgenommen haben, irgend so ein Theaterstück oder so, und dann sollte man das halt analysieren, und dann hat die Deutschlehrerin auf dem Gymnasium gesagt, ja, also da ist ja auch Dialekt drin bei dem einen Gesprächspartner, und Dialekt steht für Beschränktheit. Also ganz ehrlich, ich habe so Momente so oft auf dem Gymnasium gehabt, wo dann auch, weil ich komme vorher aus einer Arbeiterfamilie, bei mir hat niemand war auf dem Gymnasium oder irgendwas. Meine kompletten Vorfahren sind aus der Arbeiterschicht so ungefähr. Bei uns alle nicht, oder? Ja, wir sind alle 3 Arbeiterkinder. Ja, und dann sitzt so im Unterricht und dann sagt der Lehrer sowas wie, weil draußen halt Bauarbeiten waren, ja, pass jetzt auf, bla bla bla, weil sonst endest du wie die da draußen. Und also das ist wirklich... Das ist so... Respektlos Ich einfach. habe mich so oft so unwohl gefühlt auf diesem Gymnasium, wirklich. Genau wegen sowas. Oh, schrecklich. Krass. Das ist mir nicht passiert, tatsächlich. Ja. Da war eher so, was, du bist ein Bauer, du schaust gar nicht aus wie ein Bauer. Er hat gesagt, ach so, sorry, ich hab meine Gummistiefel halt daheim lassen. Du riechst nur so. Wir haben eine Dusche, die kann man auch benutzen. Carina riecht nie so, das haben wir hier schon mal gesagt. Ja. Ja gut, also mein Traum. Wir regen uns nicht auf, ihr merkt Also er redet Bayerisch, Punkt. Er redet Bayerisch, mehr habe ich nicht zu sagen. Nein, mir war es nur ganz wichtig, dass er einen Fetisch hat. Ich habe diesen Fetisch welchen? noch nie mitgekriegt bei jemandem, aber falls jemand den hat, dann warst du auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Dass einen das einfach richtig scharf macht, aber auch, also die Person, die darf auch nicht schnell kommen. Also die darf erst nach einer Stunde kommen. Dabei. Okay. Also, die Person muss ganz scharf machen, meinen Nacken zu massieren. Ach so. Und dann hätte ich sagen, Gott. also weil man muss ja oft so drum betteln. Man muss ja sagen, ich bin so verspannt, darfst du mich massieren oder so. Und
Und wenn einfach mal jemand sagen darf, boah, darf ich die bitte massieren? Und dann sage ich so, mein Gott, wenn es sein muss. Das da die schön finden. Ja, Da geht Preis nicht war mit. jetzt nicht der schlechteste Fetisch. Mir geht's nicht gut gerade. Mir geht's nicht gut. Ja, Aber na, Der okay. Weg dahin war ein bisschen schwierig. Ja. Ja, aber bei meinem Dreh, beim Beichtstuhl, hat mir eine Bedienung erzählt, dass einer einen Fetisch gehabt hat, ihre Wadeln zu massieren. Also der wollte gerne ihre Wadeln massieren und ihr dafür Geld geben. Und sie war natürlich angewidert, hat nein gesagt. Aber am Abend, nach diesem Wiesentag, hat es dann nochmal an den Gedacht und hat sie gedacht, hat vielleicht doch nicht so blöd gewesen. Ja. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Ich wollte nur noch sagen, zu Charaktereigenschaften von meinem Traumpartner, einfach dieselben wie ich und auch dieselben Hobbys wie ich und am besten auch noch einen ähnlichen Beruf, weil ich halt absolut nichts von Gegensätze ziehen sich an. Das ist einfach nicht mein Wieder. Also wenn der komplett andere Interessen hat als ich, dann finde ich das irgendwie schade. Ich finde das sau schön, wenn man zusammen Sachen machen kann, wenn man denselben Humor hat, wenn man sich gegenseitig Sachen zeigt und dann lacht auch der andere und schaut nicht nur komisch. Ja, daher. Das mit den Gegensätzen funktioniert nur bei Gummibärl oder Mauer. Da ist praktisch, Ja. wenn der eine das mag und der andere das Genau. andere. Aber sonst. Da bin ich ja ein perfektes Match leider schon. Naja, schade. Genau. Die einzige Charaktereigenschaft, die ich mir nur wünschen darf von meinem Partner, war, dass er ordentlich war. Ihr seht es ich krieg's selber nicht hin im Hintergrund. Und organisiert. Und deswegen schwitze ich ja schon seit 13 Jahren an Verena hin. Ja. Also ich will einfach nicht. Naja. Ja. Ja, schade. Ja. Ja. Weiter im Text. Okay, nachdem wir das geklärt haben. Ganz kurz und knackig. Ja, das haben wir. Zack, zack. Ein Wort Zack, antworten. zack, werden hier die Fragen beantwortet. Eine nach der anderen. Ihr kriegt so viele Antworten in dieser Folge. Es ist ja nur herrlich. Noch Bescheidenheit ist nämlich Effizienz. unser dritter Vorname. Also, Diana darf gern von uns wissen, wenn wir ein Tier sein könnten, welches war man denn gern? Verena, sag's uns. Entweder eine Katz. Eine Katz ist für mich der Inbegriff von Freiheit. Du gehst einfach raus, wann du Bock hast. Du kommst heim, wann du Bock hast. Jeder freut sich, wenn du heimkommst, egal wie lange du weg warst. Du wirst gestreichelt, wenn du möchtest. Du hast Personal. Also eigentlich ist es ein geiles Leben, finde ich. Also du bestimmst komplett selber. Wenn du nicht mehr gestreichelt werden möchtest, verteilst aber die Leute mengen die trotzdem noch. Also eigentlich kannst du da alles rausnehmen, so gefühlt. Das finde ich sehr praktisch. Ja. Verstehe. Ja. Was ich auch noch cool finde, ist eine Kur auf der Alm. Das ist halt auch schon chillig. Im Gras liegen und ein bisschen wiederkauen. Danke für die Demonstration, ja. War wichtig. Bisschen Gänseblümchen zermalmen. Niemand hindert die da rotes Eier in deiner Freizeit zu tun. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ja. Das waren so meine Top-Tiere. Welche sind's bei dir, Anja? Ich hätte erst gerne von der Res wissen, weil ich sehr lang gerade die andere Frage beantwortet habe. Okay, ja. Aber ich habe tatsächlich eine sehr kurze Antwort. Die war natürlich, selbstverständlich, gern ein Wellensittich. Aber keiner im Käfig, sondern diese Wellensittiche, die irgendwann mal Ausbrucher sind und jetzt in Großstädten leben. Also ich will ja sowieso in einer Großstadt leben. Da hast du halt einen riesigen Wellensittichschwarm. Du scheißt die Leute im Park auf den Kopf. Ich find's gut. Du kannst gut, fliegen, cool. wohin du magst. Ja. Du kannst einmal ein Pommes vom Boden snacken. Manchmal ist vielleicht auch was anderes dabei, Kernl oder so, wenn dann nicht die Oma die Sonnenblumenkerne ausstrahlt. Finde ich gut. Ich war gerne Wellensittich. Ja. Ja. Und du kannst einfach Leute, die du scheiße findest, vor die Haustür kacken. Das ist schon cool. Ja, richtig. Welche Tiere haben Probleme mit dir, Verena? Sehr viel anscheinend. Sehr viel verschiedene. Es sind sehr viele Leute, die als Tiere wiedergeboren wurden und sie denken, der Verena Scheiße, jetzt war so richtig vor der Haustür. Das ist notwendig bei der blöden Kuh. Was war's bei dir, Anja? Also mir war es ganz wichtig, dass ich nichts mit Menschen zum Tor habe. Also ich möchte kein Haustier sein, ich möchte auch nicht in der Stadt leben. Ich kann mir mich gut in der Tiefsee vorstellen.
Ja. Aber Okay. die ist ja noch nicht so brutal erforscht, deswegen, ich traue mir jetzt mal nicht da ganz sicher das Ei zu locken, weil nicht, dass da doch was Schlimmes unten ist. Wenn, dann war ich gern das Schlimme da unten, dass ich halt Ja. mal Ruhe hab. Da unten ist halt dunkel und kalt, gell? Auch kalt magst du ja. Ja, ich mag Dunkel? Kälte, ich mag Dunkelheit per se. Also ich bin ja nachtaktiv eher. Ja, dann. Dann habe ich immer so ein schickes Perfekt. Lichtel vorn drauf. Anja einfach so Das ein ist geil, Anglerfisch mit dem Licht. mit einem brutalen Unterbiss. Das ist eine Idee. Ja, der schaut auch geil aus. Ja. Er ändert sich nicht so viel. Oh, Ja, klar. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss davor, weil sie noch nicht so ganz erforscht ist. Deswegen da die eher mit der Luft gehe. Dann möchte ich natürlich ein Adler sein. Eine Adlerin. Ja. Und ja, Flieg, junger Adler, hinaus in die Freiheit. so. Weil da kann man, glaube ich, auch größere Haufen auf Leute scheißen, falls Fahrrad, falls man jemanden trifft. da scheißt man so richtig das Gewölle, oder? Nein, das scheißt man nicht, das speimt die, oder? Keine Ahnung. Ist egal. Nicht so richtig gerne in die Gebirge Das hab ich noch nie sei. Also jetzt auch nicht so ein Adler, der da in Kanada abhängt, die wo man da alle 2 Meter trifft, sondern also im normalen zivilen Umfeld, sondern wirklich so im Gebirge drin, wo nicht so viele Leute sind. Du bist was Besonderes in der Einsamkeit. Ja, Okay. das war geil. Also ein Tier zu sein, das wo gar nicht weiß, dass Menschen existieren, das war der Boah, Traum. ja, Das ist geil. Weil ich finde, Menschen versauen ja schon eigentlich alles so. Die machen, so, wenn du gar nicht weißt, dass die gibt, so eben wie so ein Tiefseefisch. Das Ja. finde Ja, ich schon gut. das ist jetzt aber auch das Einzige, was mir da einfällt, oder? Andere Tiere wissen schon, dass es Menschen gibt. Ich glaube, viele Tiere wissen nicht, dass es Menschen gibt. Also in irgendwelchen Urwälder, wo nie Leute hinkommen. So ein paar, Ja, ja, stimmt, in so unberührte Fleckchen. vielleicht auch eine Eintagsfliege, die keinen getroffen hat. Sehr gut. Okay, Ja. ich hätte noch eine Frage. Ich möchte gerne von den Wellensittichen wissen, was sie für ein Tier waren. Schreibt es mal. Interessiert uns natürlich. Und warum? So, ich hätte noch eine Frage von meiner sehr guten Freundin Lena, und zwar gegen die Andreas. Oh, Bezüglich deiner Haarpflegeroutine wollte Lena gern wissen, wie du dir so ein seidiges Fell zauberst. Und Lena, ich hab die Antwort, du musst einfach immer und überall Trockenshampoo dir in die Haare sprühen. Am besten auch, schon nachdem du deine Haare gerade frisch gewaschen hast, tust einfach eine halbe Dosen Trockenshampoo so und krank. sicherheitshalber auch noch rein. Dann hast du so Haarwedress. Diese Frau hat ein gestörtes Verhältnis zu Trockenshampoo. Regelmäßig muss ich sagen, tu es aus der Hand. ich bin dann bei der Mountain Mania auch nochmal zurück ins Backstage, als die schon weg waren. Nochmal trocken geschafft. Und hast noch mal. Weil wir die davor zusammengeschissen Ja. haben, dass du aufhören sollst. Ja. Oh. Ich habe einfach ein Trauma. Ich war ein sehr ekliger Teenager, also mit allem, was es braucht. Pickel, Brühen, Zahnspangen und fettige Haare. Und das hat sich so einbrennt bei mir, dass ich immer denke, dass meine Haare fettig ausschauen, aber wenn es überhaupt nicht fettig ausschauen. Ich denke immer, zur Sicherheit ein bisschen Trockenshampoo drauf. Bissl, Ja. eine halbe Dose. Ja, wirklich, ich übertreib's schon. Ich glaube, das ist auch für meine Lungen richtig ungesund, aber Ich kann nicht atmen in der Nähe von Trockenshampoo. Ich muss das ja manchmal auch hernehmen, aber ich muss dann den Raum verlassen und dusche erstmal in meiner Umkleidekabine. Hier rein, links, Ja. rechts. ja. Na, aber ich habe schon seit Jahren Respekt vor der Res, ihre Haare, weil die macht gefühlt ja alles damit. Also da kommt jede Farbe mal drauf und alles. Früher hast du ja auch noch Dreads gehabt und alles. Und die sind trotzdem so füllig, so seidig. Es muss das Hundefutter sein. Es ist, ich wollte auch einen Frohlich-Witz machen, ja. Ja. Ich denke, das Ja. ist, am Ende des Tages ist das Frohlich. Ja. Also Lena, einfach mal Frohlich einkaufen, ein Ja. bisschen snacken. Ja. Dann wird es. Schöne Haare Sicherheit. können wir ja von innen. Richtig. Deswegen. Einmal ein bisschen Hundekeks. Hundekeks und Trockenshampoo. Schöner Gruß, Lena. Ja. Grüße. Nächste Frage. Der Christoph möchte wissen, wer von euch ist noch zu haben? Und da möchte man sagen, lieber Kiffkopf, dusch dich halt. Beruhigt dich mal ganz Beruhigt langsam. Und er möchte nämlich auch noch wissen, ist die Vreni so groß oder ihr so klar? Und ich
ich reg mich auf, weil letztens kam auch schon ein YouTube-Kommentar von wegen, ob meine Haare an einer Stelle auf einer Seite länger sind als wie auf der anderen und ob was das für einen Sinn hat. Liebe Freunde, männliche Freunde, ist euch bewusst, dass man auf Fotos oder Videos meistens nicht kerzengerade da steht oder da sitzt. Das heißt, wenn wir auf einem Foto zu dritt sind und ich heb meinen Hack so komisch hoch und die zwei heben den. Und ich lerne mich so drauf. Ja. Dress, waren sie auf Und diesen ich Hacks. stehe gerade da. Ja, dann schaut es natürlich so aus. Es war für Rina die Größte. Das war für Rina unser Schneewittchen und wir ihre Zwerge. Aber wenn wir uns jetzt alle gerade hinstellen, dann war es nicht mehr so ein brutaler Unterschied. Nein. Ihr müsst da ein bisschen mehr Wir sind Details schon wissen. sehr ähnlich groß Und wir- alle, oder? Ja, also Ja. ich darf jetzt sagen, es ist jetzt nicht so, dass jetzt eine der anderen extrem auf den Kopf schauen kann. Oder? Na, man kann uns natürlich sind wir nicht gleich groß, aber ungefähr, da die schon Ja, sagen. ich darf sagen, es ist Ja. ungefähr. Ja. Und wie groß wir sind? Geht die gar nichts an, Christoph. Genau. Kommst im September in den Schlachthof, schaust das an, weißt Bescheid. Dann war's das. Bringst einen Mausbandel mit. Geht den Scheißdreck an, was in meinem Perso steht. Das sind sensible Daten. Ich weiß nicht, warum wir heute so drauf sind. Das mit der Größe beschäftigt, Leute. Das kann man auch nur eine andere Frage, wie Ja. groß wir sind. Ja, es kam auch auf die Story, wo wir da zu dritt in Stuttgart auf dem Pudel waren, kam ihn auch fragen. Ist Dress so klar oder Vreni so groß? Ja. Ja, ich bin 1,20 und jetzt? Was wollt's machen? Was wäre dann schon? Das Schöne ist ja, was bringt die Info? Was macht die Info? Ist das so ein Herbert-Ding, um zu schauen, wer die Partnerin größentechnisch... Ja, ich glaube schon. Schon, oder? Zeig. Für mich ist ja nicht die Größe wichtig, sondern die Breite. Eben. Das habe ich vorher nicht gesagt bei meinem So. Traumpartner. Kurz dachte, das ist ein ekelhafter Peniswitz, aber jetzt verstehe ich es. Ja. Ja. Ja, Absolut passt schon. nicht. Alles gut. Ja, na, Es ging schön. um Schultern. Liebe Wellensittiche, das waren absolut wundervolle Fragen. Vielen Dank, dass ihr so fleißig und interessiert an uns wart. Wow, das füttert unsere Egos. Wir hoffen, wir haben einige Fragen jetzt aus dem Weg schaffen können. Wenn es trotzdem noch Fragen habt, schreibt uns natürlich gern. Und wer uns immer fleißig schreibt, unser Ego fordert und einfach im regen Austausch mit uns steht, ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, lasst mir ran, ihr seid brutal aufgeregt. Ihr habt euch mal wieder eine Woche lang mal wieder den sogenannten Arsch aufgerissen, um die endlich sogenannte Kloake. Wellensittich, Sorry. die sogenannte Kloake, aufgerissen, um endlich Wellensittich der Woche zu werden. Und ihr fragt euch natürlich, hat's das mal gelangt? Bin ich's das mal geworden? Und wenigstens einen Wellensittich von euch kann ich jetzt erlösen. Verena, mit W. Oh. Du schreibst uns schon sehr lang. Du schreibst sehr viel, du kommentierst sehr fleißig, du likest alles und so weiter und so fort. Du hast uns auch schon die ein oder andere witzige Story per Sprachnachricht verzollt oder auch fleißig in dein Handy getippt. Das muss auf jeden Fall wertgeschätzt werden. Deswegen, gute Frau, schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst. Mach weiter so und danke, dass du uns so fest supportest. Danke dir. Merci, auf die. Prost. Wahrscheinlich erst das von der Lore. Dann schick uns doch gleich deine Adresse durch. Dann kriegst du als Wellensittich der Woche Briefel zugestellt. Yay. Und wir kommen jetzt noch zu einer eurer absoluten Lieblingskategorien. Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle. Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. E.G. Herbert. Liebesbriefe. Und zwar habe ich euch ja vorhin erzählt, dass ich mit dem Beichtstuhl wieder unterwegs war, mit dem Bayerischen Rundfunk. Und da hat mich die Kamerafrau gefragt,
Übrigens finde ich sehr cool, dass wir ein rein weibliches Team sind. Das ist Geil. sehr angenehm. Shopping. Also, einige Frauen sagen ja so sympathische Sätze wie, ich kann mit Frauen nicht arbeiten. Ich kann sehr gut mit Frauen arbeiten, das ist auch cool mit denen. Und die Kamerafrau hat mich gefragt, ob ich eigentlich auch eklige Nachrichten kriege. Ja? Na, sollten. Und wir haben ja da in einem Bierzeltdraht und da habe ich ein Fanfoto gemacht mit einer lieben Maus, die hat gesagt hat, also ich glaube, das war ihre Mama, die hat gesagt, wir haben schon ganz viel Pudel mit dir. Ich so, okay, gut. Süß. Anscheinend möchte ich meinen körperlichen Verfall über mehrere Jahre festhalten. Daher liebe Grüße an die. Freut mich, haben wir wieder ein liebes Pudel gemacht mit so. Und das habe ich in meiner Story gerepostet. Und dann hat auch schon der Max geschrieben, darf ich euer Sklave sein? Und da denken wir 2 nette Madeln im Dirndl, im Bierzelt. Und dann meinst du, das ist angebracht, Max. Ja. Ja. Also an der Stelle auch, wir sagen es jetzt mal wieder, aber es gibt Orte, wo du Leute findest, die auf diese Frage mit Ja antworten. Instagram ist keiner dieser Orte. Ja. Oder auch wenn man vielleicht auf Instagram sowas irgendwie indirekt anbietet, weil man ja da irgendwie sei, keine Ahnung, was promotet, sei OnlyFans oder so, dann vielleicht noch eher, aber dann kannst du auch zu der Plattform wechseln. Ja. Aber es ist einfach so völlig aus dem Kontext raus und ich glaube, das ist auch das, was denen so Spaß macht und das ist das, was mich nervt. Ja. Weil man denkt, du Kreisliger, du schreibst das bestimmt da irgendwelche 14-jährigen Madeln. So, das ist dir einfach wurscht. Und ich finde das einfach widerlich. Ja. Lass es sein. Stopp. Da ist die Max. Ja. Stopp. Kreuzbier beim Hollerstaun. Ja. Ich finde gut, wie du gleich in deine Rolle gehst, Verena. Finde ich sehr gut. Der Meister Eder fände das auch nicht gut. Einfach mal mehr zusammenreißen. Ja. Wir haben es schon mehrfach gesagt, wir sagen es aber gern immer wieder, sagt es eure Freunde. Es gibt Plattformen für sowas. Lasst Frauen einfach auf andere Plattformen oder in andere Kontexten einfach in Ruhe mit eurem Schmarrn. Es ist belästigend. Es nervt. Danke. Und dann habe ich mal wieder in mein Facebook-Postfach geschaut, weil ich habe seit kurzem wieder einen Facebook-Account und ich kümmere mich da sehr stiefmütterlich drum. Ich nutze ihn eher dafür, dass halt Leute, die jetzt nur Facebook haben, da auch informiert sind, da halt da Sachen reposten, die ich halt auf Instagram poste. Schaut aber alle heiligen Zeiten mal rein und dann habe ich mein Postfach gesehen und es ist übergequillt. Und dann habe ich mir gedacht, oh nein, es war so der erste Gedanke, weil Facebook ist ja schon teilweise ein Ort, wo die Nachrichten geben. Ihr wisst es liebe Wellensittiche, ihr wart von Anfang an dabei. Vielleicht hat ja jemand von euch das Video gesehen, wo Dres und Vreni vor ein paar Monaten mal mein altes Facebook-Postfach durchforstet haben. Falls nicht, sucht es mal auf meinem Profil. Das ist so rot. Das ist, find's bestimmt. Und das ist sehr unterhaltsam. Und ja, deswegen hat's mir dann ein bisschen graust. Ich habe denen zwar gleich ein Bildschirmvideo aufgenommen, wo man halt sieht, wie ich ewig lang runterscroll und habe so geschrieben, bitte nicht. Aber ich muss mich jetzt hier öffentlich entschuldigen für meine Vorurteile, weil ich habe diese Nachrichten geöffnet. Natürlich auch, um hier euch vielleicht wieder liebesbrieftechnisch was zu präsentieren. Aber nein, es waren komplett richtige Fan-Nachrichten. Also jetzt nicht für irgendwelche Creeps oder so, sondern einfach Fans, die lieb geschrieben haben. Jetzt fühle ich mich richtig, richtig schlecht. Ja. Ich habe jetzt auch mit dem Schlimmsten gerechnet. Ja, nein, überhaupt nicht. Also wirklich, es waren nur Leute, die geschrieben haben, dass ich fesch ausschaue im Dirndl. Also so, das Dirndl steht da gut oder so. Also sowas halt. Oder Anja, immer schön angezogen. Sowas halt. Also total lieb. Und auf meinen Auftritt hier bei der Mountain Mania, wo ich nur ein Little gespielt habe. So schade, dass du nicht mehr gespielt hast. Jemand anders hat mir geschrieben, Megapark ohne dich ist nicht mehr dasselbe. Oh Gott. Ihr seid das so lieb. Wirklich. Und das möchte ich hier einmal klarstellen.
weil da auch so ein Kommentar letztens, weil es wird irgendwie noch viel Leute angezeigt, das Video, wo ihr zwar die Kommentare vorgelesen habt, also ich krieg da immer noch Kommentare dazu. Und da hat eine geschrieben, ja, auch eine Art, über seine Fans zu denken. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott. Das sind keine Fans. Das sind keine Fans, ja. Nein. Das sind irgendwelche Typen, wo noch nie irgendwas zu meiner Arbeit oder zu meiner Musik halt so geschrieben haben oder irgendwas, sondern da, wo es nur darum geht, kann man dich kennenlernen, bla bla bla. Und ihr wisst, Leute, die dieses Video gesehen haben, oder schaut es euch an, ihr wisst es eh. Auch liebe Wellensittiche, die wo von Anfang an dabei sind, ihr wisst ganz genau, dass da nicht um den klassischen Fan geht. Ja, ja. Und wirklich nicht. irgendwie hat die dann jetzt auch so, ich habe dann da so drüber nachgedacht, dass ich da schon Vorurteile habe und habe mir auch gedacht, wow, vielleicht kommt das auch so rüber, als da die nur solche Nachrichten kriegen, wenn ich sowas immer vorlese. Aber überhaupt nicht. Der Großteil ist halt einfach total lieb und ich schaff's leider auch nicht zurückzuschreiben. Ich versuche, dass ich alles lese, viel geht trotzdem unter. Das müsst ihr mir bitte nachsehen, aber ihr könnt es euch ja selber vorstellen, wenn ihr allein mit 3 Freunden auf WhatsApp schreibt oder so. Das ist ja manchmal schon so, dass man dann da die ganze Zeit dran hängt. Und wenn ich da jetzt mit 100 Fremde noch im Internet schreiben darf, dann darf ich nicht mehr fertig werden und irgendwann möchte ich auch mal noch rausgehen und irgendwas anders erleben. Möchtest nicht. Das ist überhaupt nicht fest geworden. Du möchtest Fernseh schauen und Chips essen, gibst du Und mit zu. ausgehen, meine ich Auto fahren. Ja. Ja, daher vielen Dank an euch alle und nochmal herzlichen Dank an alle, die uns beim Wellensittich-Stammtisch so liebe Nachrichten schreiben, wirklich. Wirklich. Also Ja. wir freuen uns da so drüber, ihr macht euch so viel Mühe. Wenn ihr uns da so ein langes Feedback teilweise ja schickt, dass ihr wendet da Zeit dafür auf. Wir haben das schon mal gesagt, aber ich möchte es nur mal sagen, weil es einfach, das ist nicht selbstverständlich. Wir freuen uns darüber. Danke dafür. Ja. Und wir freuen uns auch sehr drüber, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet. Zum Beispiel auf Apple, da könnt ihr jetzt runterscrollen und dann könnt ihr unten die Bewertung abgeben. Oder bei Spotify, da geht ihr auf Informationen und dann seht ihr da diese Sterne und geht's also diese Bewertung, dann geht's da drauf und dann könnt ihr selber eine Sternenbewertung abgeben und 5 Sterne dann uns doch am allerbesten schmecken. Vielen lieben Dank. Richtig. Danke euch. Und ich möchte an der Merci Stelle euch. auch nochmal sagen, wir haben ja hier im Podcast schon öfter erzählt, dass ich auf Twitch stream und es freut mich immer so sehr, wenn Wellensittiche vorbeikommen. Sie schreiben zwar meistens alle, es ist ein richtiger Kulturschock, die Hochdeutscherin zu werden. Aber es Ja, liebe Wellensittiche, wir haben sehr viel, sehr gute Arbeit geleistet. Aber es ist immer so schön und es sind immer ultra liebe Leute. Es freut mich wirklich sehr. Ja. Danke, dass ihr vorbeischaut und mich auch in meiner Preisenform aushaltet. Macht es auch gern weiter. Es wird jeden Dienstag auf Twitch live gestreamt. Mieze heißt das da. M-I-E-Z-E-H. Und ja, schaut's da eine. Der's es abonnieren. Schaut's gern vorbei, ja. Man muss aber auch warnen, wenn ihr denkt, es ist ein bisschen gar, was hier im Podcast manchmal erzählt wird, im Stream ist auch sehr gar. Also letztes Mal Oh ja, da sind sie jetzt abgeschreckt. hat denke eine auch. Wellensittich eingeschrieben, hallo, servus, ja, krass, die Hochdeutscherin zum Herrn. Und dann habe ich mit jemand anderem gestreamt und um die Person kennenzulernen, haben wir uns ein paar so Icebreaker-Fragen gestellt. Und da habe ich dann echt gedacht, das ist jetzt wirklich, glaube ich, für Leute, die noch nie hier dabei waren, ist das, glaube ich, echt ein bisschen viel. Naja, von dem her. Jetzt hätte ich gerne ein Beispiel. Jetzt bin ich neugierig. Ja, jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich mal reinschauen in deinen Stream. Schaut's mir noch. Ja. Aber wundert's euch nicht, wenn ich euch dann frage, wann ihr das letzte Mal euer Arschloch gewaschen habt. Naja, gut. Wichtige Fragen, die einen beschäftigen. Die Folge ging los mit einem Kaffeeeinlauf. Also ich glaube, Wellensittiche überleben das. Schaut's doch mal eine bei der Lies. Ich hab wirklich gehofft, ich schneide den Anfang nur raus, aber naja, dann wohl nicht. Auf keinen Fall. In diesem Sinne, wir wünschen euch doch einen wunderschönen Donnerstag, eine wunderschöne Woche. Lasst euch eine Kaffeeeinläufe gut schmecken.
Das ist falsch. Ciao. Nein. Wir hören uns nächsten Donnerstag Servus. in eure Ohren innen drin. Bis dahin. Servus, Wir küssen Vierte eure und Schnäbel. auf Wiedersehen. Ciao. Servus. Für euch. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.